Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom zu dit programma Ekran. Dankeschön, dass du von dir hier mit uns bist. Mein Name ist Eduard Giesbrecht und ich hoffe, du hast eine schöne Zeit. Ich bin hier in Mexiko und von dir will Steve uns eine Botschaft bringen, die er auf dem Jugendcampament bringen wird. Diese Botschaft, die über eine Entscheidung für Jesus möchte. Und dort wir in Bolivien, aber wie heute dort nicht abgeschnackt, so dann komme ich nicht nach Mexiko und sehe, wer wir dort abschnacken und wer wir dort hier im YouTube nennen. Hi, ich bin Pastor Steve von Lebenswasser in Chihuahua, Mexiko. Und wir freuen uns, mit Jugendtop zu sein, um den Thema zu kicken von den Entscheidungen, die wir in uns Leben machen. Jesus weiß uns, dass unsere Entscheidungen sind so weich, die bringen uns wohin in uns Leben. Und unsere Entscheidungen dort bringt eine Richtung in uns Leben nennen. Und letztes Mal bekickt wir dort Richtung nicht vernehmen, bestimmt dein Ziel. So den Weg, wo du ab vorn bist, da wird sein, wo du hinkommst. Nicht den vernehmen und nicht den wünschen, von wo du hinkommen wirst. Von der werden wir eine wichtigste Entscheidung kicken, was wir jemals in uns Leben merken wollen. Und dort ist die Entscheidung, die wir merken wollen, über Jesus und wer er ist. Als Jesus hier beirrt wird, 2000 Jahre zurück, mussten die Menschen Entscheidungen merken, über arm, kriegst es wie von der und Und wir wollen eine von den Geschichten kicken, wo er uns hier beschrieben hat, in Johannes Kapitel 6. Und wir wollen sehen, wo Menschen entscheiden mussten über Jesus. Jesus hat gut 5000 Menschen eten gegeben. Bueno, du wären 5000 Männer, sagt die Bibel. Mehr ihre frühest, nach dem Kinder wurden wahrscheinlich gewesen sein. So eine sehr große Gruppe Menschen hat Jesus gut gefeiert mit wenig. Er hat bloß eine Multitude, er betet durch Eva und dort vermehrt sich, dass diese Tausende Menschen durch eten können. Sie kriegen zu eten. Und dann geht Jesus weg, als der Tag durch wird, und er geht in eine andere Seite von den Wutter, wo sie wird ein bisschen mehr. Er geht in eine andere Seite, und diese Menschen, diese große Gruppe Menschen, sie sägen an, wenn sie enthungert waren, sie wollen mehr eten kriegen. Und das ist die Geschichte, die wir hier bekicken wollen, in Johannes Kapitel 6. Dort sagt in Vers 25, als sie haben und die andere Seite mehr fangen, sehen sie zu arm. So, sie haben Jesus hier gesagt, sie gingen um den Meer, sie haben ihn nie gefangen, dann sehen sie zu arm. Lehrer, wann bist du hier angekommen? Und so, sie fangen eine kleine Verteilung und beten mit Jesus durch zu spazieren. Und wann kommst du hier? Und Jesus aber weit, was sie wollen. Und Jesus sagt zu ihnen, ich sage euch ganz bestimmt, je segnen mich nicht, durch wen, dort die Wundertaten sagen. Aber willst je von den Brot gegeten und satt geworden sind. In anderen Worten, je kriegen zu eten, nu wollen je mehr eten, dazu, wenn je hier für mich sind. Nicht wegen der Wunder, nicht zum sein, wer ich wirklich sie, aber je wollen mehr Brot. Er sagt wieder in Vers 28, dann sehen sie zu arm. Was sollen wir tun, um Gott seine Worte zu wirken? In anderen Worten, was können wir tun, zum Ochsenstadt tun, das was du das, zum Brot merken für uns? Dann würden wir nicht dürfen schaffen. Dann würden wir ein leichtes Leben haben. Dann würde uns dort scheinen, wenn wir können irgendeine Zeit Brot merken oder Eten merken. Und so wir können hier ein bisschen sein, was sie hingeran werden. Sie werden nicht wirklich Jesus hingeran. Sie werden diesen Brot hingeran. Jesus antwortet und sagt zu ihnen, Gott sein Wort ist das, dort je an dem glauben, der er geschickt hat. Jesus hier, er guckt nach, was wichtig wird für ihn, nicht nur unbedingt bloß, was sie wollen. Sie wollen Brot und Jesus sagt, was ihnen fehlt, ist dort je an den glauben, wem Gott geschickt hat. Weil er redet von sich selbst hier. Wenn Gott hat Jesus nicht ihr geschickt, sagt uns Johannes Kapitel 3, Vers 16, wenn Gott läuft die Welt so sehr, er will nicht haben, dass die Welt wieder verloren ging, so er schickt sie in ihnen sehen in der Welt. Und euch sehen haben, zum eine Radung erschaffen, für die und für mich. Und so Jesus sagt, wenn ihr wirklich dort wollen tun, was Gott will haben, dort ihr tun, dann würdet ihr an den glauben, was er geschickt hat. In anderen Worten, würdet ihr an Jesus
glauben. Sie begrieben dort nicht, wo hier von reden hat, so sie blieben wieder ab ernstig. Dann sehen sie zu an. Was darfst du für ein Wunder tätigen, da wird sein, und die glauben kann. Was wirst du tun? In onder wird sie Frauen haben. Was wirst du tun? Wie sonst mal? In onder wird, jeweils mal war ein Wunder. Merkens mal mehr Brot, wenn es sonst hungert. Was wirst du tun, da wir die glauben? Weil je hat groß 5000 Menschen daran noch mehr gefeit, der kein Wunder, nie Frauen so auf war von Wunder. Jesus, hij redt dan terug te en sagt ik zei u de waarheid. Dat wird nicht Moses, wo das Volk Israel im Alten Testament dort Brot juif von Himmel, aber mein Vater jeft u dort wahre Brot von Himmel. Jesus wies trägt dort, was wichtig ist, ne Gott. En nur die Radung, wat Gott schaffen will. Hij redt von een Brot von Himmel, die werkelijke Brot. En wat hij wirklich von reden, dat is zich zelfs. Hij proeft ihn frisch durch Hand zu wengen und sagen, was ihnen wirklich fehlt, ist mir, ist Jesus. Glauben an Jesus. Wenn sie werden so fast an ihren Brot nach immer. Sie wollen das Wasser Ding kriegen und sie wollen dort nu und sie wollen dort auf so ein Weich kriegen, als was jankert. Weet je, manchmal sehr wie kriegst du es dort. Wir haben einen Menschen, du hast ein Ding, wir wollen von Gott. Wir wollen nicht wirklich ein Verhältnis mit Gott. Wir wollen nicht wirklich glauben an Gott sagen, aber wir wollen das ein Ding. Und uns jankert dort nu. Und uns jankert dort so, wie dort wollen sein. Ab diesen gewissen Weichen, du das für mich Gott. Wenn du mir wirklich gut bist, dann wirst du das Ding tun für mich. So ist mir dort jankert. Das ist dieselbe Einstellung, was sie dort anhaben. Dann sehen sie zu am Haar, ja, von Amazon Brot. Sie denken nach Hammer und Brot. Und nicht an Jesus. Nicht an diesen Glauben, wo er entprüft zu wiesen. Nu sagt Jesus hier ganz klar, was er will sein in Vers 35. Jesus aber sagt zu ihnen, ich sehe dort Lebensbrot. Jesus kommt drin und er sagt, ich sehe dort, was ihnen fehlt. Dort Lebensbrot. Jesus will Leben geben. Jesus sagt, dort heißt die Weich, heißt die Wahrheit und heißt dort Leben. Du hast keine andere Weich, zum zu Gott kommen und zum Verhältnis haben mit Gott und zum Frieden haben mit Gott. Bitte Jesus, du hast keine andere Weich. Und Jesus sagt dir hier nu ganz direkt, je wollen Brot haben. Je wollen Brot haben, was nu verschwingt wird. Und Marian sei, war hungrig. Aber ich bei ihnen hier was an, was ihnen wirklich fehlt, was ihnen heute wirklich fehlt. Und dort ist ewig Leben. Jesus steht ihnen dort anbeiden und verernst sagen und sagen, was für eine Entscheidung wollt ihr nehmen? Ich sehe hier, ich sehe ihnen gut. Was wollt ihr entscheiden? Das ist die Frau, was sie hier haben. Wir hüpfen wieder in Vers 60 in den selben Kapitel und das sagt, viele von seinen Jüngern, als sie das Hirten, das ganze Verteil, was Jesus hat, als sie das Hirten sehen, dort sind heute wir. Wer kann dort verstehen? Dort können wir nicht annehmen. Dort ist nicht, was uns jankert. Dort ist nicht, was wir wollen hören. Wir wollen das eindenken auf einen gewissen Weichen, aber Jesus bittet uns, das wird uns, was wir wollen. Das sagt wieder dann in Vers 61, dass Jesus antwortet, dass seine Jünger durch etwas unzufrieden werden, was er sieht. Dann fragt er ihn, steht ihn dort? Steht ihn dort, was er sagt? Und da wird dieselbe Frau sein, was ich verjüngt wird, Frauen und Leib. Steht ihn dort, wenn ich sage, dass Jesus der einzige Weg ist. In dem Himmel, bohrt ihn dort, merkt ihn dort ein bisschen amaglich. Und in dieser Geschichte, die Menschen in dieser Geschichte, sie werden ein bisschen amaglich mit das. Wenn sie wollen ihre Dinge, aber Jesus bittet dort Leben an und dort ewig Leben. Und aber dort kein bloß der Arm. Und was ihr dort schuldig denkt, ist, wir lesen dann in Vers 66, von dann an gingen viel von seinen Jüngern träg und gingen nicht mehr mit Armtaub. Sie gingen von Jesus weich. Sie wären bei diesem Punkt gekommen, wo sie mussten eine Entscheidung treffen über Jesus und was sie glauben dort über Arm. Und als er dort nicht deut, was sie will haben, als er dort nicht deut, ob so ein Weich, was sie will haben, dann gingen sie weich. Weil ihr das wie manchmal sind. Wenn wir dort nicht kriegen von Gott, so wie wir wollen haben. Vielleicht haben wir von was ihr denkt, gefragt oder gebet. Und wir kriegen dort nicht, so wie dort wollen sein, dann gehen wir weich. Dann sind wir durch mit Gott. Dort kriegt es, was sie hier beleben deuten. Und aber ich will Ihnen merken, wenn seine Jünger, seine 12 Jünger, sie gingen nicht von Jesus weich. Wenn sie hatten, was erfahren
von Jesus und mit Jesus. Und das, was ich will haben, was wir hier sein. Jesus dreht an Arm, ne seine 12 Jünger, und er fragt uns, was sie auch dann wollen weich gehen. Will ihr auch weich gehen mit dieser anderen Taub? Und dann sagt Petrus zu ihm, Herr, ne wem sollen wir gehen? Wo sollen wir hingehen? Wir haben nicht das Wort. Du bist der einzige Weg. Er sagt wieder, deine Wege sind ewig Leben. Dort, wo du sagst, Jesus, dort, wo du anbieten lässt, dort ist die Wahrheit. Wo sollen wir hingehen? Weil diese Jünger, Verse Jesus bejahend hatten, sie wären Fischermannen, sie wären auf dem Meer, und sie wären in Boot. Und dort wird ihr Leben Tag für Tag Fisch grieben, und dann die schlachten, und dann die verkäupen. Und dann Fisch grieben, und schlachten, und verkäupen. Und das selbe, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann ein Tag kam Jesus, und er lud ihn an und sagte, kommt mit mir mit. Kommt mit mir mit, kommt mir heran. Und sie deuten dort, und sie werden verändert von den Tag an. Ihr Leben wird niemals mehr dort selbe Leben, was sie vorher hat. Sie hatten nie ein Leben. Und das, was Petrus von redet, er sagt, wo sollen wir hingehen? Was hast du das, bitte sie die? Und das ist eine Frage, die ich für dich habe. Wenn du nicht Jesus nur folgen willst, dann wem willst? Was hast für Optionen bezieht Jesus? Wo wirst hingehen, bezieht Jesus? Wenn Jesus ist der Einzige, der dort Leben anbieten wird, dort ewig Leben. Und weil ja alles, was wir brauchen, ist an uns Hort glauben. Und dann können wir rat sein. Weil du hast ein Vers in Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10, und das sagst du steht, wenn du mit der Mühe Jesus als Herrn bekennst und glaubst an den Hort, dort Gott am von Tod abgeweicht hat, wirst du selig. Er sagt wieder, wer von Horten glaubt, wird gerecht, und wer mit der Mühe bekennt, der wird selig. Und so, das, was du brauchst, das ist das einzige Ding, was du brauchst, um diese ewige Rettung, ewige Leben kriegen in Jesus. Und das ist meine Frage für dich. Wo wirst du hingehen, bezieht Jesus? Du hast kein anderer Weg. Er ist der einzige Weg. Und er wird dich dort anbieten mit Leib. Wenn er will haben, dass du eine gute Zukunft hast, eine Hoffnung hast, mit einem Taub im Himmel. Vielleicht fragst du nach, wo do ich dort? Wo do ich Jesus anbeten? Weil du in diesen Vers nur ist es noch einfach. Glauben in den Hort und bekennen mit den Mühe. Und so fertig wir dort mit dem Gebet. Und ich will die in ein Gebet leiten, wo du wirst kennen, Jesus, krieg nu, du wo du bist, annehmen aus dein persönlicher Heiland. Ich will beten, kannst mir heran beten. Er soll sie wieder sein, wo ich sage. Wir sagen, Gott, ich sehe einen Sünder. Ich anerkenne, dass mir fehlt es an deiner Rettung. Ich glaube, dass du stirbst für mich. Ich glaube, dass du stehst ab von Tod für mich. Und dass du lebst für mich. Ich glaube, dass du das mir nie Leben anbieten. Ich nehme dort an. Ich gebe dir mein Leben. Ich lade dich an mein Leben an. Komm und füll mich mit deinem Geist und gib mir deine Kraft. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Weißt du, wenn du dort Gebet hast, dann bist du selig. Der Wort hier sagt, nicht vielleicht, nicht hoffentlich, nicht wer wir mal sein. Er sagt, wenn du glaubst in den Hort und bekennst mit deinem Mühe, Jesus als Herrn, dann wirst du selig. Gott segne dich, willkommen in seine Familien an und was wieder. Hat einen gesegneten Tag. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.